Es geht weiter, jedoch nicht ganz so heiter, zumindest wenn es nach Elfen und KKG geht. Hier zurück bei Beyond the Dawn, den DLC von Tales of Rise. Und ja, wir sind auf der Suche nach Nazamil, haben sie eigentlich gefunden, zumindest kurz, wisst ihr, war schon da kurz da und wieder weg. Und naja, sie hat offenbar irgendwas geplant und ich habe das Gefühl, es ist nichts, was so gut für uns ist oder für uns alle ist. Can you sense where Nazamil is, Hootle? Weil es scheint dann doch ein bisschen, oder naja, wenn sie einfach sagt, ja, keine Sorge, es dauert nicht mehr lange, es verschwindet wieder. Es war noch nie ein gutes Vorzeichen. Der Geschmack war neu, aber fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Indeed. Doch sicher, aber die Gnocchi, die ich gegessen habe, waren renäisch gewürzt. Wenn es renäisch schmackhaft ist, hätte es etwas mehr süß-sauer sein müssen. Right. Verschiedene Essensvorlieben. Ja, gibt's immer. Ich glaube, das bezieht sich jetzt sicher nicht nur auf den Unterschied der Völker, sprich ob es Danäer oder Renäer sind, das ist doch generell einfach so. Die eine Person mag das, die andere mag jenes. Yeah. Wäre echt lecker, ich würde sie gerne wieder essen. Also nicht überraschend war. Ich meine, es ist gar nicht negativ. Es war einfach nach danäischer Art gewürzt, so wie ich es kenne. In der Zeit habe ich viele renäische Gerichte ausprobiert. Hier gibt es viel Essen, das von renäischen Leuten gekocht wird. Deshalb interessieren mich gerade renäische Aromen und ich habe mich dazu schlau gemacht. Das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich bin dem Mann sehr dankbar. Interesting. Danäisch gewürzt, ja. Yes. Was es nicht alles gibt, wa? We've heard a lot about food, but not much about... Okay, müssen wir also dann zu ihm zurückgeben. Was haben wir hier? Die Quest abgeschlossen. Wir müssen jetzt ins Mausoleum gehen, aber auch erstmal noch ein paar Winkelpatsche mähnen. Okay, markiere die mal. Machen aber trotzdem mit der Hauptstory weiter. I'm sure Gordino will be able to figure something out. Let's tell him what we've learned. Nazamil, wo bist du? Und wer bist du? Achso, ja, der ist der Stadtverwalter. Please forgive me for summoning you all. I was hoping I could ask you to deliver a personal correspondence to Sisloden. A delivery? Isn't that a job for the Service Corps? Usually, yes. Truth be told, they aren't too fond of the Corps over there as of late. Really? The letter is for Bregan of the Silver Swords, right? I can't see him being upset about it. He isn't the issue. It's the citizens of Sisloden. They're not just wary of Renans, but Danans too. Makes sense. It is Cislodia after all. I see. And you've come to us because you think no one would risk interfering with us. Is that it? Yes. Of course, I don't think such a task would require all of you to carry it out. What do you want to do? It's possible Nazamil will come back here. Judging by that interaction, I don't think we'll see her again. Until she's ready. In which case, it's meaningless to continue searching for her. I think we should stay together so we're not apart when she returns. But What Dohalim says makes sense. Besides, we've been trying to find Nazamil for a while. It would be good for you to focus on other things for a bit. Yeah. Alright then. We'll make the trip to Sisloden. Thank you so much. Here is the letter. so what's this correspondence about? It's a formal letter between autonomous organizations. If only we could use Renan communication equipment. True. There's so many Renan machines we've been unable to use since Lennigus collapsed. Oh, Hootle? What? Did Hootle do something? Oh, no, it's fine. I was just surprised to see him appear out of nowhere. Shion, do you still have some of your anxieties from when you had your thorns? Yeah, I guess. Sometimes I still panic when someone approaches me too suddenly. Right.
That must be difficult. But overall, I've gotten pretty used to physical contact with others. The joy of human contact. Hearing that from you of all people makes... Yeah, I'm with you there. And also, I think it's easy to forget as you grow older. It's cold in Cyslodia, but when I hug Hootle tight, it warms me right to the soul. I remember how, whenever I was feeling anxious or when the warmth of his hand told me that everything was going to be all right. Yeah, it's a way of communicating without words. I've still only experienced that a few times, but Well, for what it's worth, you're always welcome to hug me, or even just lean on me. Yeah, and the same goes for the two of you with me. You two. really? Now? Well, all right then. Thank you. Both. Girls unter sich. Quatsch, mit Soße ist alles schön und gut. So, wo gehen wir jetzt hin? Zur Fernstraße? Ja, schon, wir müssen zu Fuß dahin. Gut. Ja, er weiß noch, wo es lang geht, kann ich sagen. Da ist jetzt das Hauptspiel noch nicht so weit weg, dass er die Wege komplett verlernt hätte. Okay. War ja auch so, wenn wir uns die Map nochmal ganz kurz angucken, die ganze Karte. Wobei hier Mahaxa eigentlich ein bisschen falsch ist. Mahaxa war eigentlich das 4. Gebiet. Menanzi war das 3. Gebiet. Cyslodia ist das 2. Also, warte mal. Ja, stimmt. Hier, so herum stimmt es. Mahaxa das 4. Gebiet. Menanzi das 3. Gebiet. Cyslodia das 2. Mausoleum ist was anderes. Warum wir nochmal in alle Orte zurückkehren? Off we go. Das ist mir weniger zumindest. So, wir müssen mal noch zu unserem Kumpel da drüben hin. Deswegen mache ich es mal noch ohne Teleport, weil jetzt kann ich die Quest noch abschließen. Ein Feinschmecker. Wilbur! Schweininchen. Ja, aber süß sind sie. Hui! Elfenspring, danke. Jo, die muss ein bisschen anders würzen. Das ist es, ich verstehe es jetzt. Oh, Natürlich, es ist auch eine klumpige Frucht, am lahmen Fisch, der ohne Gart schmeckt. Oh Gott, das will nicht. Ah, jetzt müssen wir noch Zutaten bringen für die Quest, okay. Sammeln 3 Dinge, die weder quieken noch hopsen. Ja, eben Fische. Also ich habe noch nie einen Fisch gesehen, der quiekt oder hopst. Gut, außer ein Carpador und Land, wenn es Platsch einsetzt, aber ich meine, das ist ein anderes Thema. Okidoki, der wartet auf uns. Dann gehen wir hier mal den Weg weiter und machen noch ein paar Viecher platt. Das war ein Zufall. nice and cold. With prickles on top. I wish I could throw like you, Law. You wish to learn my secret somehow? Commander of Heaven. Phoenix Cyclone. Und tschüss. Sword and shield. A classic combination. So ist es. Für die Rallala, für die Rallala. Oder so. Richtung Süßloten, ja, stimmt ja. Ein bisschen schneller vorwärts. In die eisigen Gebirge. Sie versucht, das Spiel zu bilden. Okay. Entschuldigung. Cyslodia. Cysloden. Wie einfallsreich, war? It's as cold as ever here. The sun may have come back, but this place is still in the mountains. It will take time for the current amount of snow to melt down to this region's new normal. Das ist wahr.
Zu Dragon dieses Loden, wo ist er denn? Kurz die Map angucken. Hauptplatz. Ah, cool. Direkt hinter mir. So, jetzt aber. So. Was soll jetzt passieren? Die Spannung pur. Lord Generbelt, also der Penner. Der sich quasi damals als Anführer hier der Rebellenarmee ausgegeben hat und uns nachher hintergangen hat und sogar einen geliebten Freund getötet hat. Warte mal, bin ich gerade richtig? In seinem Büro. Ja, wo ist denn sein Büro? Ja, okay. Vom Sammelraum kommen wir zum Büro. Okay. Hi. I wasn't expecting you to come deliver a letter. Sorry for the trouble. We heard they've been very critical of outsiders in Cyslodia of late. Cyslodia still has almost no Renins, right? The Renins are definitely all gone, but there's still some lingering uneasiness between the Danins here. And I keep hearing rumors about survivors of the Snake Eyes being active. So, people will always fight, even among their own kind. All you need for a disagreement is two people. If you want a reason, you can easily find one. Plus, this is Cyslodia. It takes time for deeply ingrained mindsets to change. Time, huh? Of course, there are some people trying to actively change things. Some are even inspired by what you all are doing. If you don't mind, I hope you'll have a look around town. Okay, das sind sie mir jetzt aber doch. Sieh dich in Cysloden um. Spannend. Hier die ganzen Artefakte. Habe ich damals sogar... Hier war sie doch drin, hä? Elfens Rüstung, also die er jetzt eigentlich trägt. Also jetzt nicht gerade die hier. Halt die Originalrüstung hier. Mit Originalfarbe. Die wird doch eigentlich auch hier ausgestellt von Ranäern. War aber definitiv eine danesische Rüstung. Aus Urzeiten. Und die er seitdem ja stetig trägt. Außer damals so, da gab es eigentlich nur einmal einen Klamottenwechsel offiziell von Shione und Elfen. Also da zum Herrscher und zur Jungfer quasi, als ihre Kräfte wieder reaktiviert wurden, ne, dann sie auch mal andere Outfits an, die sie aber mittlerweile abgelegt haben, wie sie selbst erklärt haben. Also die unbedingt so zum Kämpfen geeignet sind. Die Schlangenaugen, der Name des einst gefürchteten Geheimdienstes. Yes. It's complicated, considering that the peace was made possible by driving out the Renins. The Danins here are still working on reconciliation just amongst each other. We can't afford to be too hasty. Wie war? It's awfully quiet for such a large city. The snow muffles the noise somewhat, but the urge to keep quiet is also a hard habit. Sind wir uns Loden um? Ja gut, aber wo genau? In die hohle Gasse. Okay, okay, so relativ easy. Everyone's still avoiding eye contact.
It's like nothing's changed. It'll take more time for them to reach that level of comfort with other people. Das war etwas, ich war der geheime Durchgang, etwas, was ich damals also war es damals, aber was im Hauptspiel von Tales of Rise ja auch so geliebt habe. Im Prinzip sind es einfach zwar 5 oder 6 Reiche insgesamt, wo man sagen kann, ja, also vor allem auf der anderen, man sagen kann, ja, ich muss von dem Reich jetzt ins nächste gehen, ich muss dort einen Lord besiegen und weiter geht die Reise. Relativ vorhersehbar, aber trotzdem war halt jedes Reich hatte so seine eigenen Probleme. Sei es jetzt irgendwie, Probleme in Anführungszeichen, Probleme auch im einen Reich, wo eben Danea und Ranea schon immer zusammen gelebt haben, die sie gar nicht anders kennen. Anderorts, wo irgendwie aufeinander, sie ja, aufgestachelt wurden, oder wie eben auch hier in Sysloden, wo es darum ging, dass man ständig verraten wurde, man konnte keinem anderen mehr trauen, also auch Danea unter sich konnten sich nicht vertrauen und so. Und natürlich auch Orte, wo halt die Danea komplett unterdrückt wurden. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, die gar nicht mehr eigenständig denken durften. Das gab es auch. Also insofern, was die menschliche Psyche und so betrifft, da hast du hier in dem Spiel relativ viel gesehen. Tatsächlich. Hey, you there. I knew I recognized you. You're that... Shh, not so loud. What's wrong? The days of being monitored are long over. Oh, come on. You didn't forget I used to be an informant, did you? Revenge and vigilante justice are officially prohibited, but still. Anyway, that's not why I'm here. What? Is something the matter? Yeah, a pal of mine left town and I haven't heard from him since. Why not ask the Silver Swords? They should listen, regardless of your past. You think I'd be suffering in silence if it were that easy? Is there more to the story then? You ask for help, then clam up. Not exactly what I'd call trustworthy. Please, you're the only ones I can turn to. Maybe we should help him out. Law? So, this guy's really a friend of yours? Yeah, I'm not lying. All right, we'll search for him. You seem strangely supportive of him, Law. I mean, sure, he used to be an informant, but he's clearly trying to change his ways. I just want to help him with that. I agree. In times like these, Trotzdem seltsam, als irgendwie hieß, sollen wir hier in der Stadt umsehen und gucken, ob es nicht doch ein paar Leute irgendwie so verändert haben. Aber ich mit ein bisschen was anderem gerechnet, muss ich zugeben. Ich muss noch mal gucken. Die Eiswüste, die erreiche ich ungefähr. Warum ist man hier aus? Brunnenplatzstraße. Nevira Eiswüste, das stimmt dann wieder. Und ich bin hier gerade in der Gasse, okay. respecting someone's wish to start over seems more important than ever. Das ist wahr. Eigentlich wollte ich noch einkaufen gehen, ne? Hab ich schon wieder verpasst, weil ich habe gar keine Tränke des Lebens mehr, nur einen, das ist ein bisschen wenig. Eigentlich, jetzt aber nur, dass nichts Großes passiert, dann dürfte es trotzdem noch klappen. Ja, das ist ein Gasthaus da oben, perfekt. Da kann ich jetzt nur noch mal kurz pennen gehen und natürlich noch einkaufen. Was haben wir hier Schönes? Tofu. Ich sag's mal so, geräucherter Tofu, wenn du ihn brätst und gut würzt, dann ist er lecker. Und kann er lecker sein. Und Tofu generell, naja, würzt ihn gut oder tränken in Soße, dann kriegst du ihn auch runter. Macht kein niemanden, der Tofu, ich sag es mal, noch hoch runterkriegen würde. Das ist einfach nur so. Ah, naja, in der Sein, nicht wahr? Verkaufen. Das gewohnte Spielchen. Die Dinge verkaufen, die man sowieso nicht gebrauchen kann. So. Kohle aber genug, das ist nicht so das Problem. Dann haben wir die ganzen Gelees, auch die hier noch. Noch 3 von denen und reicht's auch. Dann haben wir Trank des Lebens, brauchen wir sehr viele. Wie wir gerade festgestellt haben.
Ah ja, Fischen so kann natürlich mehr als nur 5 haben, ne, ist klar. Als 15 haben, weil der restlichen Items kann nur 15 haben insgesamt. So. Machen wir ein bisschen mehr mit. Tofu, ja, der auch nochmal zweimal. Okay, dann Fleischreste. So, das richtig gesehen hier kann ich irgendwie auch. Okay, krass. Ich habe es von den Zugeln kaufen. We've got all the ingredients Gordino asked for. Time to... So, damit wäre auch die Quest gar kein Problem im Prinzip. Jetzt hier die Frage, kann er irgendwas Vernünftiges kochen? Wer verdient die Kampfpunkte? Grady's Donuts. Also Kampfpunkte sind jetzt selber wie Erfahrungspunkte. Erfahrungsboost, den wollte ich eigentlich. Mehr Brassen, Thunfisch war er davon noch, war für den L. Fischsteak geht auch nicht, war ein Königsding. Ja, super. Heiliges Mahl. Hat mehr Brass, den man noch nicht kaufen kann. Muss ich vermutlich angeln, wa? Aber vielleicht hat er erst das erste Mal irgendwie sammeln oder eben halt angeln und dann kann ich sie ja kaufen. Würstchen. Gewürztes Hackfleisch, das in Tierdarm gefüllt wird. Reinbeißen, knackt es herrlich. Die vielfältigen Aromen werden freigesetzt. Mal die Beschreibung. Gewürztes Hackfleisch, das in Tierdarm gefüllt wird. Das klingt natürlich so von wegen, das würden wir jederzeit kaufen. Wisst ihr was? Den nehmen wir jetzt mal. Kebab. Da bringe ich Bock drauf, das kann ich nachher auch nochmal machen. Die Wirkung, die Dauer, um die 500%, nur 3 Minuten, das ist ein bisschen weniger. Ich glaube, ich mache mir nachher auch noch einen Döner. Denn der macht schöner. Oder was in der Art zumindest. Okay, Rüstungen so schmieden. Wenn ich schon mal da bin. Achso, warte mal, das ist ein anderer Typ. Zubehörfertiger. Den können wir machen. Trainierte Gewehr, was wir vielleicht auch anbieten. Blasen noch ein bisschen mehr, lohnt sich gerade irgendwie nicht so richtig. Bei dir wird es aber lohnen. Also machen wir Rinwell mal. Fertig ausrüsten, dankeschön. Und heilige Schneide, ja gut, komm. Den Rest sparen wir uns noch auf. So, verkaufen, ne? Ich kann natürlich die Waffen dann auch nicht mehr gebrauchen. Zumindest aktuell, aber ich habe noch ein bisschen Kohle. Das heißt, ich warte damit noch für später. Have you guys checked your equipment lately? Oh, zumindest für 2 von uns doch ein bisschen stärkere Waffen, ne? Kann man ab und zu schon mal machen. Der Rest kommt hoffentlich auch bald mal noch zum Zuge. It must be hard to still be afraid to talk to each other, even after a whole year has passed. I guess people like us will just have to keep doing our best to help things change. Das ist wahr. He's saying the king is calling for him. I think. Hä? Was für ein König? Oh, Berserker-König oder was? Nein, falsche Richtung, Elfen!
Und da war er schon tot. Ich sehe gleich rot. Just have to make sure we keep it. Don't worry, cause Law's on. I'll crush you! Oh, Law ist sauer. Reflexes! Tenebrous Claw! Jo, der Junge ist immer noch drauf. Genau wie Elfen. And I'll stop your life. Aus dem Leben gekickt, so kennen wir Law. Thanks for the cover, Kisara. You weren't too shabby yourself. Wo muss er überhaupt hin? Ja gut, ich bin in der Eiswüste. Es wäre vermutlich unten sein, aber gucke erstmal hier oben nach. In der Eiswüste haben wir noch damals im Hauptspiel noch so ganz krasse Gegner gefunden. There's something in the water. Also, kann nur angeln und nicht reinspringen. Das Angeln haben wir in den Spielen nie so richtig interessiert, Leute. Und ich leider zugeben, ich glaube Angeln generell so. Ja, sag aber vor allem bei Spielen der Fire Emblem-Reihe. Wo ich das ein bisschen mehr zelebriert habe, aber auch nur, wenn es so gelohnt hat, im Sinne von, dass man irgendwelche Erfahrungspunkte oder Skillpunkte was bekommen habe. Ich wollte gerade fragen, war da hier damals der Eingang zum Eulenreich? Ah, der Eulenwald, genau. Die gibt's ja auch noch. I think it's safe to rest here now. Die ganzen Eulen, die wir im Hauptspiel suchen mussten. Ah, hier haben sie einfach alle gefunden, wa? Schön, schön. Ehekrach. Was ist jetzt los? Schnüffel, Schnüffel. Einen Königsfisch können wir bei dem kaufen, krass. Okay. So, scheiße teuer. Verkaufen wir die harten Waffen jetzt. Was? Dann können wir den Rest hier verkaufen, aber okay. Schuhuhuhu. Sehr gut. Wir haben noch was auf R1, Freunde, das schauen wir uns aber nächste Folge gerne an. Ich gucke nur ganz kurz, ob ich noch jemandem einen Ring geben soll. Ja, eigentlich für dich, war. Der Flinkring. Jungs, auf Fluchtgeschwindigkeit plus 50. Eigentlich braucht den jemand anders von uns. Komm, wir machen es mal so. Perfekt. Bis zum nächsten Mal zurück im friedlichen Eulenwald bei Tales of Arise Beyond the Dawn. Bye bye.